Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, 7. Bundesligaspieltag, 1:0 in Augsburg verloren. Meiner Meinung nach auch völlig verdient verloren. Ja, wenn man sich die Statistiken anguckt, sagen die natürlich ein bisschen was anderes. Schüsse aufs Tor 4:7 für uns. Schüsse insgesamt 3:8. Geblockte Schüsse 2:6. Ballbesitz 32:68. Ecken 2:8 für uns. Fouls 16:9 für Augsburg. Das ist vielleicht noch interessant. Aber im Großen und Ganzen, meines Erachtens nach, ja, verdient verloren. Ich kann es nicht anders sagen. Es war... Ja, ihr merkt, ich bin jetzt auch gar nicht aufgeregt oder so. Ich bin einfach nur enttäuscht und entsetzt. Noch nicht mal in erster Linie von den Spielern, teilweise von manchen Spielern, gehe ich gleich ein bisschen drauf ein. In erster Linie ganz klar vom Nagelsmann. Also, ich kann mich nicht an einen Trainer erinnern, ja, der so hilflos wirkt und so ohne jegliche Idee. Sag ich euch ganz ehrlich. Das war schon in den letzten Spielen so, ja. Habe ich ja oft genug angesprochen. Auch heute wieder, die Wechsel waren komplett unterirdisch. Ich meine, man kann mal einen schlechten Tag haben. Wir sind alles Menschen, oder das sind auch alles Menschen. Und natürlich im Nachhinein kann man immer sich dahinstellen und klugscheißen, habe ich auch oft genug gesagt, aber meine Meinung, die ich zu den Wechseln habe ich auch schon während des Spiels gehabt, ja. Also das ist jetzt nicht so, dass ich mir das hier im Nachhinein ausmale, aber wenn man mal guckt, ein Mané, nichts gegen Mané, ohne Scheiß, er hat geackert, gerackert, man hat aber gesehen, hasse Scheiße am Fuß, ja, so. Man hat gesehen, dass er einfach kein Glück hat. Ja, keinerlei, jeder Ball ist ihm zu weit weggesprungen, sonst was. Ja, da musst du ihn halt zur Pause auswechseln. Punkt. Ja, du hast mit 10 Mann gespielt, was das betrifft. Müller dasselbe. Müller hat nicht stattgefunden. Von einem Goretzka möchte ich gerne anfangen. Ich habe ungelogen, nach 25 Minuten habe ich überlegt, spielt nicht eigentlich der Goretzka auch? Der stand doch in der Startaufstellung. In der 32. Minute habe ich ihn dann das erste Mal wahrgenommen. Ja, da hat er sogar eine gute Aktion im eigenen 16er gehabt, wo er den Ball geblockt hat. Ansonsten hat ein Goretzka nicht stattgefunden. Ja, ein Kimmich hat auch nicht stattgefunden. Warum? Auch das habe ich schon im letzten Video und in den Videos davor oft genug analysiert. Wenn man bei uns die 6er Mann deckt, dann finden wir nicht statt. Und heute wurden beide Mann gedeckt. Beide wurden Mann gedeckt. Haben immer einen Spieler gegen sich gehabt. Und was dann passiert, haben wir ganz klar gesehen. Ja, Augsburg hat uns zugestellt vorne. Die einzige Idee, die wir hatten, war den Ball zum Neuer und der Neuer hat das Ding lang geprügelt. Davon sind 80% bei Augsburg gelandet. Und dann siehst du so ein Spiel, wie du gesehen hast, die erste halbe Stunde. Ja. Und das ist natürlich zu wenig. Ja, aber wenn du da 2 Sechser hast oder 6er, 8er, die es nicht hinkriegen, sich mal ein bisschen zu bewegen und sich dann anzubieten und sich dann mal nach hinten richtig tief fallen zu lassen, oder halt, wenn sie die beiden Spieler am Arsch haben, die halt dann auf die Außen zu gehen und die rauszudrücken und Musiala oder Müller lässt sich fallen und geht auf die 8er Position und nimmt da die Bälle mal entgegen, dann muss man sich nicht wundern, ja. Und es kann mir doch keiner sagen, dass das ein Trainerteam plus ein Analyst, der irgendwo auf der Tribüne hockt, nicht sieht und dass man das nicht analysiert. Und allerspätestens in der Halbzeitpause muss sich doch etwas ändern. Alter, der kriegt was weiß ich wie viele Millionen im Jahr, ist unser Chefcoach und er kriegt es nicht hin, auch in den anderen Spielen. Er kriegt es nicht hin, mal etwas zu ändern. Wir spielen 90 Minuten einen Stiefel. Es ist egal, ob das klappt, ob das nicht klappt. Wir spielen 90 Minuten diesen Stiefel runter. Und verkaufen das dann, ja, wir sind der FC Bayern, wir müssen unser Spiel spielen. Ja, wir müssen das Spiel dominant gestalten. Keine Frage, was wir gegen Barca in der ersten Halbzeit nicht getan haben. Hat man gesehen, was dann passiert. Aber wenn man doch sieht, es geht so nicht. Wir haben heute nicht Chance auf Chance gehabt. Wir haben die ersten 35 Minuten haben wir gar nicht stattgefunden offensiv. Und da kann man auch nicht davon reden, dass Augsburg sich hinten reingestellt hat. Augsburg hat sich nicht hinten reingestellt, die ersten 35 Minuten. Die haben das Spiel gemacht.
Ja, die haben uns hochgepresst, haben uns hoch zugestellt. Ja gut, die haben jetzt auch nicht die Torchancen rausgespielt. Ja, es ist einfach, es ist und bleibt halt Augsburg. Ja, das muss man mal ganz klar festhalten. Aber sie haben die eine Chance, die dann richtig gut gespielt war, durch einen Blackout auch vom Sané, was ich ihnen aber gar nicht vorwerfen möchte, kommen wir gleich drauf, genutzt. Ja, und verdient genutzt. Sie waren klar besser. Punkt. So nach 35 Minuten, ja, um vielleicht mal so aufs Spiel einzugehen, nach 35 Minuten sind wir dann ein klein bisschen besser ins Spiel gekommen und haben auch mal den Ball in unsere Reihen mal gehabt und haben dann auch mal ein, zwei Aktionen nach vorne gehabt. Ja, aber dann hast du vorne einen Müller, der wieder komplett überfordert war. Ja, entweder hat er das Spiel komplett ausgebremst oder es ging viel zu schnell alles für ihn. Er passt einfach nicht in das System von kombinationsschnellen Fußball da vorne. Da kann er noch so der verlängerte Arm vom Trainer sein, irgendwelche Anweisungen geben. Er passt einfach nicht. Punkt. Meine Meinung. Nichts gegen Müller, super verdienter Spieler. Ja, dann stell ihn vorne auf die 9. I don't know. Mach das. Aber das da hinter dem Stürmer, der heute irgendwie gar keiner war, rumzutingeln, grausam. Grausam mit anzusehen, sage ich euch, wie es ist. Und Mané hat nicht stattgefunden. Ja, wie ich schon gesagt, der hat geackert, gerackert, hat sich reingeworfen, keine Frage. Man hat auch gesehen, dass er selber mit sich unzufrieden ist. Alles gut. Kannst du ja machen. Dasselbe mit dem Goretzka. Ein Goretzka hat nicht stattgefunden. Mache ich ihm auch keinen Vorwurf. Nach so einer langen Verletzung, dann hast du die ganze Zeit einen auf den Füße stehen, der dich nicht in Ruhe lässt. Alles gut, völlig nachvollziehbar. Ja, sind alles Menschen. Aber dann kann ich doch nicht sagen, ja, ich spiele jetzt mit 9 Mann das Spiel, weil wir die anderen beiden mit durchziehen müssen. Nein, wir haben eine Bank, Alter. Unsere Bank ist mehr wert wie der FC Augsburg, wahrscheinlich 3-mal so viel wert. Ja, das jetzt mal übertrieben darzustellen. Und da sitzen Spieler, die gut sind, die gut waren, was sie bisher gezeigt haben. Und sie kriegen einfach keine Chance. Und das, obwohl Spieler auf dem Feld stehen, nur weil sie Namen haben. Ein Mané, ein Müller und ein Goretzka. Weil sie Namen haben und aufmucken, was ich mir beim Mané, by the way, nicht vorstellen kann, werden auf dem Feld gelassen, obwohl sie unterirdisch schlecht sind. Und das ist erstens, was man auch schon die letzten Wochen gemerkt hat, dass die anderen Spieler das nicht verstehen, was ich auch verstehen kann. Ja, das geht nicht. Wenn du so einen Kader hast, so einen starken Kader mit so vielen guten Spielern, da musst du nach Leistung aufstellen und nicht nach Name oder nach Schnauze oder nach, wie toll er doch irgendwas coachen kann. Das geht halt nicht. Ja. Und das vergiftet den Charakter in der Mannschaft. Und dass die Stimmung scheiße ist im Team, ja, dafür ist in erster Linie das Trainerteam da. Ja, und Nagelsmann hat es letzte Rückrunde schon nicht hingekriegt, die Stimmung aufrechtzuerhalten oder überhaupt mal dafür zu sorgen, dass eine positive Stimmung da ist. Und ja, nach den ersten 3 Spielen sieht man bei uns durchgehend konstant, wenn man eine Linie bauen würde, die würde im 90-Grad-Winkel durchgehend konstant nach unten gehen. Ja, die Siege gegen Inter und Barca hübschen das ein bisschen auf, wenn man sich die Spiele aber auch genau anguckt, waren die Spiele in keinem Deut besser wie die anderen Spiele, die wir gezeigt haben. Ja, gegen Barca haben wir unendlich viel Glück gehabt, dass wir nach der ersten Halbzeit nicht 3-0 hinten liegen. Und gegen Inter war es auch mehr Krampf. Da konnten wir froh sein, dass Inter halt vorne wirklich so absolut grottenschlecht war. Ja, und die Abwärtsspirale ist da und sie war da und wird da sein. Und ja, wenn man sich dann da hinstellt und 90 Minuten ein und denselben Stiefel fährt und keinerlei Ideen hat, irgendwas anders zu machen, wobei man da auch die Spieler auf dem Platz auch mitnehmen muss. Erstens, wir haben heute wieder nicht einen Positionswechsel gesehen. Wir haben nicht einen Positionswechsel gesehen. Ich meine, wir reden immer davon, ja, der kann alles vorne spielen, der Mané, der Müller kann sowieso alles spielen, der Sani auch und Musiala kann sogar, wenn das sein muss, noch einen Innenverteidiger spielen. Ja, warum ist es dann nicht möglich, dass die Leute mal ruschieren? Habe ich schon in den anderen Videos auch gesagt. Warum kann das nicht sein, dass mal eine Viertelstunde der Mané nach rechts geht oder mal eine Viertelstunde vorne auf die 9? Und so weiter, um mal die Gegenspieler mal ein bisschen zu switchen. So kann sich der Gegenspieler doch 90 Minuten auf den Gegner einstellen. Wir haben doch alle, wir sind doch super variabel. Warum tauscht man das nicht mal durch? Ist das verboten vom Trainerteam? I don't know, ich weiß es nicht, Leute.
Ich kann es euch nicht sagen. Aber Fakt ist auch, Mané außen war jetzt zweimal ein Totalausfall. Ja, ich habe vor ein paar Wochen auch gesagt, ich würde Mané gerne mal außen sehen. Aber man hat ganz klar gesehen, dass ein Mané einen Zielspieler braucht. Und der war heute nicht vorhanden vorne. Ja, das muss man auch mal klar sagen. Er hat es 2, 3 Mal versucht, außen durchzukommen. Ja, dann war aber keiner in der Mitte. Auch ein oder zwei andere Flanken kamen. Aber da war halt keiner in der Mitte. Es war halt kein Zielspieler da. Ja, und wenn man den nicht hat, ja, dann change doch mal ein bisschen. Kann doch nicht so schwer sein. I don't know, weiß ich nicht. Und ganz ehrlich, spätestens zur Halbzeit hätte man reagieren müssen. Und nicht, ich weiß ja nicht, was da gesprochen wurde in der Halbzeit. Fakt ist, es war dasselbe Spiel. Dasselbe Spiel. Wir kamen genauso schlecht aus der Halbzeit raus, wie wir reingegangen sind. Beziehungsweise kamen wir sogar noch ein bisschen schlechter raus, als wir reingegangen sind. Weil die letzten 10 Minuten erster Halbzeit waren ganz okay von uns. Dass Augsburg dann, nachdem sie das Tor gemacht haben, sich hinten reinstellen, das ist auch klar, dass die 90 Minuten nicht uns hoch anlaufen und zustellen und machen und tun. Nichtsdestotrotz hatten wir drei gute Chancen. Ne? Sané einmal Mané, glaube ich. Oder was? Ja, Musiala einmal. Ist nicht so, dass wir hätten kein Tor machen können. Das muss man auch ganz klar sagen. Aber es war jetzt nicht so, dass wir 5, 6, 7, 8 Chancen oder dass man irgendwie das Gefühl hatte, ja, wir machen jetzt noch unbedingt einen. Also, nee, ich hatte eher so das Gefühl, wir könnten noch 2 Stunden weiterspielen, wir schießen kein Tor. Ich meine, man hat es daran gesehen, dass die gefährlichste Situation war, als ein Neuer mit nach vorne kommt. Es kann doch nicht sein, dass ein Neuer mit nach vorne kommen muss bei einer Ecke, damit wir mal einen Kopfball gewinnen bei einer Ecke. Ja, aber warum haben wir denn keinen Kopfball gewonnen bei einer Ecke? Ja, weil der Kimmich 7 Ecken hatte und 7 Ecken auf dem ersten Pfosten geprügelt hat, wo keine Sau von uns stand. Es stand da niemand. Außer 5 Augsburger und der Goalie. Ich meine, spätestens nach der 3. Ecke muss man das doch raffen, dass das heute so nichts wird. Und da muss ich doch selbst in meinem eigenen kleinen, wenn es nur so groß ist wie eine Erbse, muss mein Gehirn noch raffen, weißt du was, es macht heute keinen Sinn, die Ecke auf den ersten Pfosten zu treten. Schieß sie doch mal auf den Elfmeterpunkt, was wir dann in der Nachspielzeit, wo der Neuer zweimal vorne war, getan haben. Warum haben wir das nicht schon vorher getan? So haben wir auch das Tor gegen Barca gemacht. Und wir haben De Ligt und einen Upa auf dem Platz. Ja, und ein Koretzka war erste Halbzeit noch auf dem Platz. Das sind alles Leute, die einen Kopfball machen können. Auch ein Müller kann einen Kopfball machen. Aber wir können ja keine Kopfbälle machen, wenn der Ball erst gar nicht bis dahin kommt. Also ganz ehrlich, ich verstehe das nicht. Wir spielen ein Trott durch. Das kommt mir so vor, als Anweisung ist heute vom Topmüller, der ist unser Standardtrainer. Leute, heute jede Ecke auf den kurzen Pfosten. Ja, Trainer, machen wir. 8 Ecken, alle dahin geschossen. Ja, gut, oder? Habe ich gut gemacht, oder? Ja, kriegst ein Fleißsternchen. Hast das Spiel aber 1:0 verloren. What the fuck, Alter? Wir reden von Führungsspielern, von Spielern, die Verantwortung übernehmen. Ja, da musst du mal die Verantwortung auf dem Platz übernehmen und musst mal sagen, Trainer, weißt du was, leck mich am Arsch. Ich mach das jetzt mal so, wie ich das meine. Damit wir das Spiel hier gewinnen. Hast du nicht. Hast du nicht die Typen. Mal klar, dass ein Müller, ein Kimmich, das nicht machen, ist ja klar, weil die spielen immer. Ist klar, die können nicht gegen Trainer aufmüpfen. Die wissen beide selber, dass sie schlechte Spiele machen. Die spielen trotzdem immer. Ich meine, das beste Beispiel ist doch, man wechselt einen Rechtsverteidiger aus, um einen Offensiven zu bringen, damit der Kimmich auf den Rechtsverteidiger gehen kann. Warum nehme ich den Sechser da nicht einfach vom Feld, wenn ich einen Defensiven opfern möchte? Kimmich war eh schlecht. Einfach schlecht. Nicht ganz so schlecht wie ein Koretzka, bin ich voll dabei. Aber es war schlecht und Kimmich ist schon seit 2, 3 Spielen schlecht. Bam. Du hast einen Sabitzer. Ja. Ich wundere mich selber, dass ich das sage, habe ich letztes Video auch schon gesagt. Du hast einen Sabitzer, der konstant gute Leistung gebracht hat. Ja, den bringe ich dann in 20 Minuten vor Schluss. What the fuck? Ich ziehe einen Koretzka 70 Minuten, waren es, glaube ich. Waren es 70? 70. Ziehen Koretzka 70 Minuten durch. Wobei man fairerweise sagen muss, zweite Halbzeit war er auf jeden Fall ein bisschen präsenter. Aber erste Halbzeit war es ein Totalausfall und der hätte nicht mehr aus der Kabine kommen dürfen. Punkt. Ja, man kann doch auch nicht verlangen, ein Koretzka, ich weiß nicht, wie lange er weg war. Dann hat er ein Spiel gemacht, eine Halbzeit. Da musste er ein Spiel, da musste er ganz spielen, 90 Minuten, dann hat er nochmal eine Halbzeit gespielt und jetzt soll er schon wieder Stamm sein, oder was?
Was wollen die mir erzählen, dass er besser ist als der Sabitzer im Moment? Oder besser als der Gravenberg? Nein, ist er nicht. Nur weil er Leon Goretzka heißt und die Fresse aufmacht und fordert, er muss einen Stammplatz kriegen, weil er fit ist, dann kann ich mich nicht als Trainer hinstellen. Ja, mache ich. Mit welcher Rechtfertigung? Mit Leistung? Nein, mit Leistung war das nicht gerechtfertigt. Ja, gegen Barca war er gut. Ja, da kannst du ihn heute aufstellen. Da musst du ihn aber auch nach 75 Minuten runternehmen. Und ich denke, er ist auch so intelligenter Mensch selber, dass er gemerkt hat, dass er 35 Minuten in der ersten Halbzeit nicht stattgefunden hat. Ja? Also da gibt es keine Rechtfertigung, sich dann zu beschweren, wenn man ihn in der Halbzeit rausnimmt. Wofür haben wir denn diesen Kader? Wofür haben wir diesen verfickten Kader, wenn unser Trainer anfängt, ja, so eine 78. Minute bringe ich jetzt nochmal zwei frische Leute. Und vorher ein Wechsel. Nee, stimmt nicht, Gnabry kam auch noch. Und was macht man dann in der 78. Minute, wenn man dann nochmal alles nach vorne wirft? Dann nimmt man den zweitbesten Offensivspieler raus, um einen Stanisic zu bringen. Der Flanken schlägt. Auf wen? Auf den Thomas Müller? What the fuck? Ich nehme Musiala raus, der mit dem Sané der beste Offensivmann war. Oder die einzigen beiden, die offensiv stattgefunden haben. Und bring einen Stanisic, um ein Kimmich wieder ins Mittelfeld zu ziehen. Alter, da fallen mir beide Eier aus der Hose, die ich besetze. Ohne Scheiß. Für was? Für was? Kimmich hat auch nicht stattgefunden als Rechtsverteidiger. Wofür auch? Wofür? Wofür zu diesem Zeitpunkt? Augsburg stand zu diesem Zeitpunkt die letzten 20 Minuten hinten drin, was völlig legitim ist, wenn man 1-0 führt. I don't know, Leute. Hab ich, nee, hab ich einfach nicht verstanden. Und verstehe ich auch immer noch nicht. Keine Ahnung. Ich meine, es ist ja nicht so, ein paar Warm müsste doch auf der Bank gesessen haben. War doch fit. Dann bring ihn doch rein, spiel doch mit Dreierkette die 20 Minuten. Wo ist denn das Problem? Dass ich dann keinen Platz für einen Kimmich habe, oder was? What the fuck? I don't know. Ganz schwierig, Leute. Anderes Beispiel. Ich bringe dann einen Gnabry rein. In der 62. Minute. Wenn ich den Gnabry jetzt bewerten sollte, ich kann mich, glaube ich, an 2 Aktionen erinnern. Und er war über eine halbe Stunde auf dem Platz. Hat auch keinen Vorwurf jetzt am Gnabry unbedingt ist, weil er ist nicht in Form. Das haben wir die letzten Spiele gesehen. Er ist nicht in Form. Warum ziehe ich so einen Spieler, einen Tell vor? Warum? Welchen Grund gibt es dafür? Welchen Grund? Belastungssteuerung kann nicht sein, weil er durfte schon gegen Barca auch nicht spielen. Jedes Mal, wenn er gespielt hat, hat er entweder ein Tor gemacht oder war super engagiert, hat immer eine gute Leistung gebracht. Warum nicht zur Halbzeit ein Mané raus und einen Tell rein? Und stellen Tell doch als Neuner auf. Er ist doch ein Neuner. Er muss doch gar nicht außen spielen. Stell ihn doch als Zielspieler hin als Neuner. Und dann ist doch gut, dann gucken wir doch mal. Nein, wir spielen ein Stiefel weiter mit dem ganzen Kackpersonal, was keine Leistung bringt. Warum? Ja, warum? Warum kommt dann ein Gnabry rein? Oh ja, damit er nicht sauer wird, dass er hinterm Tell steht. Ja, von der Leistung her steht er hinter ihm aktuell. Punkt. Fertig. Auch Müller steht hinter ihm. Ein Müller bringt auch seit Spielen keine Leistung. Auch ihm spreche ich nicht ab, dass er möchte, dass er will. Das sieht man auch beim Gnabry, dass er will, dass er versucht. Ja, aber sie bringt's nicht. Punkt. Warum auch immer. Das soll uns nicht interessieren, dafür ist das Trainerteam da. So, aber dann stell doch die Spieler auf, die wollen und die können. Ein Gravenberg. Nee, ich spiele mit Kimmich und Goretzka, die 35 Minuten gefühlt nicht einen Ballkontakt haben, die sich keinen Zentimeter bewegen, stehen dann da. Ja, gut, ich habe jetzt hier einen Gegenspieler. Ja. Innenverteidiger, was machst du jetzt? Ja, ich spiele den Ball zu Neuer, lang raus. Natürlich jeder Ball bei Augsburg, weil unsere Sechser ja trotzdem zu sind und die haben sich ja keinen Millimeter bewegt. Leute, das ist doch keine Einstellung. Ich meine, ich habe es ja schon gesagt vor ein paar Wochen. In Augsburg tun wir uns immer schwer die letzten Jahre. Alles gut, ja. Ich meine, dass wir keine Motivation besitzen für die Bundesliga, ich meine, das ist ja jetzt offensichtlich. Ich meine, um das Ding brauchen wir nicht mehr drum herum reden, ja. Wer da noch irgendwie Argumente dagegen hat, ja, zeigt sie mir gerne. Aber auch dafür ist das Trainerteam da.
Ja, das Trainerteam ist dafür da, zu sorgen, dass die Jungs motiviert sind. Wenn das Trainerteam das nicht hinkriegt und das Trainerteam, was ich dann wieder als Spieler wiederum verstehen kann, wenn Leute da aufgestellt werden, weil sie einen Namen haben und keine Leistung bringen, bevor andere Leute, die Leistung bringen, nicht aufgestellt werden, ja, dann kann ich das schon verstehen, dass man dann auch nicht gerade glücklich ist, wa? Weiß ich nicht. Ich glaube, Nagelsmann kann froh sein, dass jetzt Pause ist. Ganz ehrlich. Ich glaube nicht, dass wir gegen Leverkusen das nächste Spiel gewinnen würden, wenn keine Pause wäre. I don't know, es ist Länderspielreise. Vielleicht kriegen alle den Kopf frei, werden ein bisschen glücklicher, ich weiß es nicht. Aber wenn das Coaching so weitergeht, sage ich euch ganz ehrlich, wird der Nagelsmann die Hinrunde nicht überleben. Da kann er noch so toll Freund vom Brazzo sein, sonst irgendwas. Da können sie noch so viele Millionen gezahlt haben dafür, dass er überhaupt zu uns kommt. Die Rückrunde war schlecht und was jetzt gerade gezeigt wird, ist auch schlecht. Und das liegt daran, meines Erachtens nach, dass er schon die Stimmung dadurch im Arsch macht, weil Leute bevorzugt werden, weil sie einen Namen haben und es nicht nach Leistung geht. Ja? Das schwillt im Kader. Und die andere Sache, ganz klar, er hat kein Konzept. Er hat kein Konzept. Meines Erachtens nach haben wir kein Konzept. Wir spielen unseren Stiefel, da klappt dann halt nicht so. Wir haben nur 3 Torchancen. Da haben wir halt ein bisschen Pech gehabt, hat er gut gehalten, alles gut. Dann haben wir kein Konzept. Obwohl wir Spieler auf der Bank haben, um komplett umzustellen. Auch auf dem Platz die Spieler. Wir könnten auch nach 30 Minuten oder auch zur Halbzeit. Ja gut, war jetzt scheiße. Zur Halbzeit, ja komm, pass auf, Mané geht vorne rein, Müller, keine Ahnung, geht entweder raus, bringt gleich einen Gnabry rein und wir geben mal ein bisschen Gas über die Flügel. Versuchen wir einfach mal. Einfach mal was ändern. Nein, haben wir nicht. Wir haben dieselbe Scheiße gespielt wie in der ersten Halbzeit. Genau dasselbe. Jeder Spielzug genau gleich. Ja, was erwartet man dann? Man macht es den Gegner doch nicht schwer. Das verstehe ich nicht. I don't know. War für mich nicht nachvollziehbar. Und dann um was zu zeigen. Ja, ich kann mal was ändern. Ich nehme mal den Mats Rui raus, bringe den Gnabry und stelle dafür den Kimmich als Rechtsverteidiger hin. Ja, wow, Applaus. Wow. I don't know, Leute. Ja, da habe ich mich doch ein bisschen aufgeregt. Eigentlich wollte ich das gar nicht. Eigentlich bin ich nur enttäuscht. Und zwar von so manchen Spieler. Ja, wir können ja mal kurz Noten durchgehen. Aber ich mache heute keine Noten. Ganz ehrlich, das ist mir zu dumm. Ich kann ja mal die Spieler sagen, die ich extrem positiv, extrem negativ fand. Ich fand Sané heute super positiv, war für mich der beste Mann auf dem Platz. Ja, das Tor hat er eine Mitschuld dran, definitiv. Auf der anderen Seite, es kann nicht sein, dass er im 16er bei so einer Standardsituation auf der Position da mit dem Spieler mitgehen muss. Ja. Das ist für mich ein Unding. Also da gehört ein Mats Rui dahin, der ein Defensivspieler ist und gut ist. Da würde ich ihm gar nicht so den Vorwurf machen. Klar, kann er da mitgehen, kann das besser verteidigen, kann das sogar eventuell verhindern. Logisch, man kann ihn da nicht von der Schuld freisprechen. Aber ansonsten war er der einzige Spieler, wo man gesehen hat, ich versuche mal was. Er war auch der einzige Spieler mit Musiala zusammen, die du anspielen konntest. Obwohl sie von 2 Leuten umringt waren, was ein Kimmich nicht kann, was ein Goretzka nicht kann. Das hat man dann auch gesehen, wo sich Musiala dann mal für 5 Minuten mehr auf der 8 befunden hat, weil ein Kimmich Rechtsverteidiger war, weil Gnabry drin war. Da hat man mal gesehen, oh wow, wir können ja in der Mitte wieder einen anspielen. Ja, der war auch von 2 Spielern umringt und konnte den Ball trotzdem annehmen und weiterleiten, so wie es ein Thiago halt auch mal konnte. So, das kann Kimmich nicht. Konnten Kimmich aber noch nie. Ja, da muss man ihm auch gar nicht so den Vorwurf machen. Nur man muss doch dann darauf reagieren können, wenn eine Mannschaft so spielt und beide Sechser und den Achter zusteckt, Manndeckung spielt, die komplett wegnimmt. Da muss man doch so weit das als Trainer raffen, ja, hinzugehen und zu sagen, ja, weißt du was, das bringt mir so nichts. Dann kannst du entweder ausprobieren, mit dem Sabitzer den reinzubringen, ziehst ihn weiter nach hinten, ja, Sabitzer hat es übrigens gut gemacht, die 20 Minuten, die er gespielt hat, und dann sagst du halt, ja, komm, Jamal, du gehst auf die 8, fertig, der kann den Ball annehmen, kann ihn verarbeiten, auch wenn er von 2 und 3 umringt ist.
Wir haben das Potenzial, Alter. Wir haben das Spielerpotenzial. Hoch 10. Und unser Trainer kriegt es nicht hin, es einzusetzen. Und nicht darauf zu reagieren. Er wurde wieder ausgecoacht. Er wurde wieder ausgecoacht. Ja. Und ohne Scheiß, wie gesagt, gegen Barca hatten wir das Glück, dass Barca in der ersten Halbzeit keine 3 Stück gemacht hat. Sonst wäre das Ding auch durch gewesen. Dann wäre er da auch ausgecoacht worden. So, aber da ging es ja, aber wir haben ja auch nicht anders gespielt, aber wir haben dann mal zutraulicher gespielt und haben mal das gespielt, was wir spielen können. Das ging ja heute gar nicht. Junge, Alter. Ja, wie gesagt, Sané war für mich heute stark und Musiala war stark. Das sind die beiden, die sie positiv nennen können. Mané und Müller waren für mich Totalausfälle vorne, obwohl beide bemüht waren. Das möchte ich denen gar nicht absprechen. Ja, darum geht es gar nicht. Kimmich und Goretzka waren für mich auch beides Totalausfälle. Ja, Kimmich wurde einen Tacken besser, so länger das Spiel ging, weil er da ein bisschen mehr Raum hatte, weil Augsburg irgendwann halt nur noch hinten drin stand. Dann hat Kimmich Platz und dann ist er auch ein bisschen auffälliger, weil er dann am Ball ist, verteilt die Bälle mal ein bisschen. Aber selbst das war heute schlecht. Er hat mehr nach hinten und quer verteilt, als wie den Ball mal nach vorne verteilt. Da hätte man eher wechseln müssen oder beziehungsweise überhaupt wechseln müssen im Fall von Kimmich. Meine Meinung, aber gut. Das sieht jeder anders. Fonsi, weiß ich nicht, war okay, würde ich sagen. Der Ligt hat sehr, sehr viele Schwächen gehabt, hat teilweise gerade ersten 35 Minuten extrem viele Zweikämpfe nicht gewonnen, diese Luftzweikämpfe generell. Wir haben Kopfbälle hinten gar nicht gewonnen. Auch auf der Sechserposition haben wir nicht einen Kopfball geholt. Ja. Traurig. Traurig. Upa fand ich ganz gut hinten. War so der Einzige, der für mich so ein bisschen auf der Höhe war. Fonsi war auch okay, ja, habe ich ja schon gesagt. Mazrui, ja, war durchschnittlich. Hätte man schon auswechseln können, alles gut, aber dann hätte man auch gleich einen Stunny bringen können, wenn man meinte, man möchte den gerne tauschen, um da nochmal ein bisschen was zu probieren. Oder wie gesagt, man hätte mal richtig was riskiert und hätte mal die Spieler vor eine neue Herausforderung gestellt und hätte mal auf Dreierkette umgestellt. 20 Minuten. Den Augsburg nur noch hinten drin stand. Wäre doch mal eine Idee gewesen, oder? Mal ein bisschen was anderes. Mal über die Flügel doppeln. 2 Leuten. Und da mal ein bisschen Grundlinie gehen. Da mal eine Flanke reinschlagen. Ja, aber dann hätte man ja schon vorher einen Stoßstürmer bringen müssen. Der vielleicht mal den Upa vorne oder den Schupu mal vorne hinstellen müssen und nicht erst für die letzten 10 Minuten bringen. Oder Mantel hinstellen müssen. Er ist auch ein gelernter Neuner. Oder Mané auch. Ist jetzt nicht das Kopfballungeheuer. Man kann ja auch halbhohe Flanken spielen oder flache Flanken. Ey, alles gegangen. Kann doch nicht sein, dass wir das vom Fernseher sehen und unser Trainerteam das nicht sieht, oder was? Oder sind die so unfähig oder haben die keinen Bock, oder was? Hä? Was ist denn los? Was ist denn bitte los? Was wollen die uns denn verkaufen? Verkaufen die uns für dumm, oder was? Ey, nochmal, nichts gegen Augsburg, ja? Augsburg hat das gemacht, was sie können. Ich meine, gut, die sind knallhart reingegangen, erste Halbzeit, da war auch ein bisschen was drüber. Zweimal mit offener Sohle rein. Also das erste Ding, weiß ich nicht, ob man da nur gelb geben muss. Ne? Und wenn, dann hätte man mal gelb geben müssen und sagen, Junge, noch eine kleine Aktion und du fliehst. Und beim zweiten Ding genauso. Da hätte man die noch auswechseln können, alles gut. Aber das war auch teilweise drüber. Ne? Dass sie ansonsten genauso fickrig spielen wie Union, war abzusehen. Und wir haben ja auch dagegen gehalten. Ja, so ist es ja nicht. Wir haben uns ja jetzt nicht davon beeindrucken lassen. Das war schon okay. Wir haben uns aber, ja, also ich meine, man muss, wie die ganzen letzten Spiele, man kann es nur wiederholen. Die erste halbe Stunde musst du Attacke machen. Und das war heute 0. 0. 0. Das Einzige, was wir gemacht haben, wir haben den Ball nach hinten gespielt, auf Neuer das Ding lang geprügelt. Das waren die ersten 30, 35 Minuten. Das war alles. Sonst haben wir nicht stattgefunden. Es sei denn, mal Sané hat eine Aktion und Musiala hat den Ball mal vorne gekriegt. Dann haben wir ihn vielleicht mal ein bisschen in unsere Reihen behalten und haben vielleicht auch mal irgendwie eine Chance oder eine Halbchance kreiert. Und es kann keiner davon reden, dass wir keinen Raum hatten. Also Augsburg hat uns so hoch zugestellt und so hoch gepresst. Wir hatten Raum ohne Ende. Ja? Nur du musst dann halt auch den Ball in den Raum spielen. Ja? Und dafür müssen sich die Leute in den Raum bewegen. So, wir standen halt wieder nur. Es war keinerlei Bewegung im Spiel. Jeder stand auf seiner Position und dachte, jo,
ich darf jetzt nur 10 Meter nach da, 10 nach da, 15 nach da und 20 nach da. Nee, aber da ist jetzt der ganze von, nee, da darf ich jetzt nicht reinlaufen in den freien Raum. Nee, das darf ich nicht. Da lasse ich meine Position. So kam mir das vor. Also es ist nicht so, dass kein Raum da war. Und man hätte, wie gesagt, auch locker Raum schaffen können. Weil beide Sechser, wie gesagt, Mann gedeckt. Oder Sechser und Achter. Ja, dann geht doch einfach mal auf die Außen. Zieht die Leute doch mal raus. Dann haben wir in der Mitte Platz und wir haben in der Mitte einen Musiala, einen Sané, die sich mal fallen lassen können. Selbst ein Müller kann sich fallen lassen und den Ball da mal annehmen und verteilen. Also ganz, ganz schwierig. Oder ein Innenverteidiger kann dann auch mal durchmarschieren durch den Raum. Ja, I don't know. Das ist das Einzige, was ich nicht verstehe, dass man sich so ergibt. Ja. Und ich meine, ich hatte noch Hoffnung zur Halbzeit, dass wir reinhaben. Die letzten 10 Minuten waren besser von uns. Dachte ich 0-0, ja, alles gut. Jetzt gibt es eine ordentliche Ansage. Es wird ein bisschen was gewechselt, es wird ein bisschen was umgestellt und dann machen wir richtig Attacke. Ja, das war gar nichts, Leute. Es war keine Umstellung. Es war kein Ruck, der durch die Mannschaft ging. Es war gar nichts. Es war einfach, ja. Ja, es war ungefähr so, als hätten wir 13:0 geführt. Alle waren zufrieden und glücklich. So kommen wir aus der Pause und spielen denselben Stiefel weiter. Also, ganz ehrlich. Und dann bringen wir den ersten Wechsel in der 62. Minute. Und dann einen zweiten Wechsel in der 69. Minute. Obwohl so viele gute Spieler draußen sind, die Bock haben. Und so viele Spieler auf dem Platz standen, wo ich nicht sage, dass sie keinen Bock hatten, aber dass sie nicht besser konnten. Aufgrund von Form, Fitness, was auch immer. Soll ja scheißegal sein, darum geht es ja gar nicht. Geht auch nicht darum, die Spieler zu zerreißen oder sowas. Ja, nochmal, das sind alles Menschen. Aber man kann auch dann verlangen, ja, ich meine, Mané weiß selber, dass er schlecht war. Müller weiß, dass er schlecht war. Goretzka sollte erst recht wissen, dass er schlecht war. Ja. Es kann doch dann auch nicht sein, dass dann der Spieler zum Trainer gehen muss. Trainer, ich habe heute einen schlechten Tag. Ist okay, wenn du mich ruhig dann mal zur 45. Minute auswechselst. Sollen die Spieler das machen? Wechselt er dann vielleicht mal? Also, beim besten Willen, Leute. Aber das war letzte Saison schon genauso, ja. Und letzte Saison war dann die Ausrede, ja, wir haben nicht so die Breite im Kader. Alter. Und dann bringen wir einen Doppelwechsel. Nochmal, einen Doppelwechsel in der 78. Minute. Wo noch 10 Minuten zu spielen sind. 12 Minuten. Nehmen unseren zweitbesten offensiven Spieler raus. Der nicht den Eindruck gemacht hatte, als dass er müde wäre. Und bring einen Stanisic. Was soll man da mehr sagen? Und das zu einer Zeit, wo Augsburg nur noch in der eigenen Hälfte war. Du hättest einen Innenverteidiger auswechseln können oder einen Innenverteidiger vorne in den Sturm stellen können. Ja, hättest den Kimmich, wenn du unbedingt einen Kimmich auf dem Platz haben willst, warum auch immer, stellen Kimmich als Innenverteidiger hin, stell der Licht vorne rein als Kopfballungeheuer und dann kannst du mal ein paar Flanken reinhauen. Ja, mach das doch mal 20 Minuten lang. Augsburg hat doch nicht mehr stattgefunden, die letzten 20 Minuten. Ja, klar haben sie dann nochmal versucht, 1-2 Konter zu fahren. Ja, aber die Licht hat hinten kaum mal einen Zweikampf im Vorfeld gewonnen. Wenn, dann war es Upa. Ja, mein Gott. Wie gesagt, es kann doch nicht sein, dass unsere gefährlichste Aktion ist, wenn Neuer mit nach vorne kommt bei einer Ecke. Das kann es doch nie sein, Leute. Beim besten Willen nicht. Ja, gut. Wenn ich jetzt weiter rede, wiederhole ich nochmal alles und ich rede noch 1,5 Stunden hier, weil mich das einfach so frustet, weil es traurig ist, das zu sehen. Weil wir so eine gute Mannschaft haben, wir haben so gute Verpflichtungen gemacht und wir lassen die Leute einfach versauern. Sage ich euch ganz ehrlich. Also ein Tell war für mich bisher eine absolute Granate und ein Grafenberg war für mich auch eine Granate. Wenn ich dann Nagelsmann Argumentation auf der Pressekonferenz, ja, er ist im Defensivverhalten jetzt noch nicht so weit. Ja, ich denke, man hat es ganz klar gesehen heute. Die letzten 20, 25 Minuten hätten wir definitiv ein gutes Defensivverhalten gebraucht. Ja, ganz sicher. Weil Augsburg hat uns hinten reingepresst. Alter, die standen mit 10 Mann im eigenen 16er die letzten 20 Minuten. Weiß ich nicht. Verstehe ich alles nicht. Wie gesagt, mir persönlich kommt das so vor, als wenn man
als wenn der Nagelsmann keine Eier hat bei uns. Sage ich euch, habe ich letzte Saison auch schon gesagt. Habe ich letzte Woche schon gesagt und genauso ist es auch. Es kann mir doch keiner erzählen, dass er nicht sieht, wie die Leute performen. Ne, er sieht doch auch, dass ein Mané scheiße spielt oder unglücklich ist oder Unglück hat. Er sieht, dass ein Müller nicht auf der Höhe war. Er sieht, dass ein Goretzka unterirdisch schlecht war, dass ein Kimmich auch schlecht war. Gut, dann willst du vielleicht nicht beide rauswechseln, ja, dann musst du nehmen doch wenigstens in der Halbzeit den Goretzka schon mal raus und ein Mané auch. Mein Gott, der weiß selber, dass er schlecht war. Du kannst doch nicht so eine Spieler durchschleppen und dann sagen, ja, ist ja egal, verlieren wir halt das Bundesliga-Spiel. Also ganz ehrlich, meine Meinung, nach dem, was ich bisher gesehen habe, und wie der Nagelsmann sich verhält, garantiere ich euch, dass wir mit dem Trainer dieses Jahr kein Meister werden. Also da muss wirklich sehr, sehr viel richtig schief laufen bei anderen. Ups. Und ja, wir sind früh in der Saison und ja, wir sind nach 3 Spielen durchgestartet. Wir waren alle super glücklich, wir haben richtig tollen Fußball gespielt. Bis die Leute dann gerafft haben, ja, wir stellen einfach mal die beiden Sechser zu. Dann kann der FC Bayern nichts mehr. Das machen wir. Oder das passiert die ganze Zeit. Ansonsten gehen wir hart in die Zweikämpfe, stellen die oben vorne zu und dann passiert das, was passiert. Ja. Dann haben wir noch 3 oder 4 Torchancen durch individuelle Klasse. Natürlich, die werden wir immer haben. Wenn du die dann nicht machst, passiert halt sowas, wie jetzt passiert. Aber nochmal, du musst doch in der Lage sein, ein FC Augsburg, wenn man sieht, 45 Minuten klappt das so nicht, wie wir uns das vorgenommen haben, durch personelle und taktische Wechsel vor neuen Aufgaben zu stellen. Wir reden doch jetzt hier nicht von Atletico Madrid, die ein Defensivwunder sind. Wir reden vom FC Augsburg. Wie will man das verkaufen? Wie will man das verkaufen? Man kann es nicht verkaufen. Es ist einfach enttäuschend. Punkt. Und damit habe ich fertig. Könnt mir gerne eure Meinung dazu reinhauen. Ich weiß, da gibt es hier der eine oder andere, der das ganz anders sieht. Ist auch alles okay, um da vielleicht nochmal kurz drauf einzugehen. Hier muss nicht jeder meine Meinung teilen, wa? Deswegen mache ich das hier nicht. Ich mache das hier einfach, um meine Meinung zu äußern. Wenn ihr eine andere Meinung habt, ja, haut sie mir super gerne in die Kommentare. Ich bin der Letzte, der da nicht drauf eingeht oder sonst was. Solange man sich dann nicht irgendwie angegriffen fühlt oder beleidigend wird, ist doch alles gut. Leute, ihr könnt doch alle sagen, ja, Thomas Müller ist aber so ein super Spieler und ist so verdient und das stimmt alles nicht und Mané ist ein Weltstar und hast du nicht gesehen. Und ja, könnt ihr auch alles recht haben. Ich beurteile das Spiel, was ich sehe und die aktuelle Lage und nicht, was die Leute in den letzten 10 Jahren geleistet haben. Und Fakt ist, heute war das nichts. Fakt ist, dass wir die letzten 5 Spiele gesehen haben, dass wenn es nicht läuft, ein Nagelsmann nicht in der Lage ist, irgendwas zu ändern. Und auch an der Außenlinie nichts ausstrahlt. Nichts ausstrahlt. Gar nichts. Und das, wer Nagelsmann vorher kennt, aus Hoffenheim oder Leipzig, da ist er halt abgegangen wie ein Kloppo, wie ein HB-Männchen, wenn es nicht lief. Und das ist, was ich sage, dass er nicht derselbe ist, wie er woanders war. Und das scheint ja anscheinend nicht so gut zu sein. Ja, I don't know. Aber ich habe jetzt fertig. Rot-weiße Grüße gehen raus. Leute, bleibt gesund. Das ist jetzt erstmal Länderspielpause. Das ist schön. Dann spielen wir, glaube ich, freitags gegen Leverkusen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Freitag 20:30 gegen Leverkusen. Leverkusen ein bisschen im Aufwind. Ich weiß gar nicht, haben die schon gespielt heute oder spielen die erst Sonntag? Ich gucke mal eben. Leverkusen hat 1:1 gegen Bremen gespielt. Okay. Ist also auch nicht das Wunder. Ja, schauen wir mal. Ist vielleicht dann der richtige Gegner. Ich weiß es nicht, aber I don't know. Die Leverkusener dieses Jahr noch nicht gesehen. Aber Fakt ist, guckt euch die letzten Spiele an. Das ist einfach nur traurig. Ja, wie gesagt, es gibt eine Spirale und die geht genau runter. Und nochmal, ich finde das völlig okay. Es ist menschlich. Ja, gerade wenn du Spiele gegen Inter, gegen Barca hast, ja, dass man da ein bisschen mehr bei der Sache ist vielleicht und so ein bisschen mehr Motivation hat, zumindest der eine oder andere etablierte Spieler. Völlig menschlich, völlig normal, aber
Da muss ich als Trainer darauf reagieren und muss halt andere Spieler bringen. Ja, es gibt genug junge Grafenberchen, Tell und so weiter, die das noch nicht haben, dieses Sattgefühl. Die nicht sagen, ich habe jetzt gegen Barca gespielt, jetzt bin ich ein geiler Typ, ich spiele gegen Augsburg, ja, da reichen 70%. Nee, das haben die nicht. Die wollen sich zeigen. Und ja, da muss ich halt die Leute aufstellen. Ne? Und wenn ich dann da nicht die Eier zu habe, weil das andere große Namen sind, ja, ganz ehrlich, dann bin ich beim falschen Verein. Ja. Mag sein, dass da so ein Kahn und so ein Brazzo irgendwie mit reinsprechen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Will ich gar nicht abstreiten, aber da muss man einfach mal ein bisschen wie Louis van Gaal sein. Ne? So. Er ist der Trainer, er steht in der Verantwortung und hat er auch das zu machen, wie er das gerne möchte und gut ist. Und wenn er das nicht hinkriegt bei uns, ja, dann ist meine Prognose, dass er spätestens in der Rückrunde, obwohl ich weiß gar nicht, wie es mit Rückrunde dieses Jahr ist, mit der komischen Kack-WM da, die man übrigens boykottieren sollte, die ich auch boykottieren werde. Und das ist nochmal ein anderes Thema, aber ja, einfach enttäuschend. Und wie gesagt, enttäuschend, warum? Weil es abzusehen war. Es war wirklich die letzten Spiele abzusehen. Und man hat sich immer dann damit rausgeredet, dass man halt in der Champions League mit Glück gewonnen hat. Ja, und deswegen bin ich auch jetzt nicht sauer oder sowas. Ich bin halt enttäuscht, aber wir haben die richtige Quittung gekriegt. Und ja, Leverkusen ist jetzt in Anführungsstrichen nochmal ein bisschen was größer. Vielleicht ist da nochmal ein bisschen Motivation da. Aber dann spielen wir gegen Viktoria Pilsen. Okay, ist dann wieder Champions League. Mal gucken. Dann spielen wir gegen Dortmund. Da sollte auch Motivation da sein. Ja, aber vielleicht schießen uns die Dortmunder dann auch noch weg, weil wir spielen in Dortmund. Wäre ja mal schön. Und dann ist der Nagelsmann weg. Garantiere ich euch. Wenn wir da verlieren und dann irgendwie 6 Punkte hinter Dortmund sind. Ja, weiß ich nicht. Um da vielleicht nochmal was zu sagen, weil es war ja auch letzte Woche schon in den Kommentaren von wegen Nagelsmann muss weg und so. Bin ich gar nicht so der Typ für das zu sagen, ja. Weil natürlich ist es immer der einfachere Weg zu sagen, der Trainer muss gehen, wenn es nicht läuft. Wird zwangsläufig auch darauf hinauslaufen, weil es einfach nur nicht anders geht. Man kann nicht sagen, ich feuer 10 Spieler oder sowas. Aber hier muss man ja ganz klar sagen, zumindest aus meiner Sicht, ist der Trainer an den Spielen, die wir bisher gezeigt haben, halt einfach schuld. Ja, es gibt keinen anderen Schuldigen. Ja, wenn der Trainer nicht nach Leistung aufstellt, was in meiner Meinung bei manchen Spielern definitiv nicht der Fall ist in den letzten 3, 4 Spielen, und der Trainer nicht in der Lage ist, in einer Halbzeit mal ein bisschen was zu ändern oder den Spielern auch mal die Anweisung zu geben, tauscht doch mal die Position alle Viertelstunde auf dem Feld. Was man übrigens bei Barca sehr schön gesehen hat mit Dembele zum Beispiel. Wofür haben wir dann diese Spieler, die das können? Ne? Und ja, dann wird es halt dünne Luft. Ne? Jo. Naja, wir werden es sehen. Ich würde es mir natürlich nicht wünschen. Ich würde mir wünschen, dass der Nagelsmann endlich mal seine Eier findet bei uns und endlich mal das macht, was er in den anderen Clubs auch gemacht hat, nämlich nach Leistung aufstellen und nicht danach, ob ein Müller zufrieden ist, ob ein Neuer zufrieden ist, ob ein Kimmich zufrieden ist, weil das so die Spieler sind, die Spielerrat sind und genauso ein Goretzka, was meint ihr, warum den Goretzka spielt? Weil er ein Gewicht in der Mannschaft hat und den will er sich nicht vergraulen anscheinend. Ja, aber mit der Schiene fährst du nicht lange, weil dann genau das passiert, was gerade passiert. Wenn der sportliche Erfolg ausbleibt, so beim FC Bayern halt, ja, da kannst du noch so ein toller Typ sein oder der beste Freund vom Sportdirektor. Wenn das so weitergeht, dann ist das nicht mehr lang. Und dann auch zu Recht. Ja. Und ich meine, traurig aber wahr, Tuchel ist gerade auf dem Markt. Tuchel wäre genau dieser Typ, ja, dem das scheißegal ist. Ja, das muss man mal ganz klar sagen. Dem ist das scheißegal, ob der Müller heißt, ob der Mané heißt, ob der, man hat es mit dem Werner gesehen, man hat es mit dem Lukaku gesehen. Das ist dem scheißegal. Und das ist auch richtig so. Ich will das nicht. Ja, sag ich euch ganz ehrlich, mag einen Nagelsmann. Ich würde mir wünschen, dass er bei uns endlich mal, wie gesagt, seine Eier findet und endlich mal Tacheles, aber von Anfang an, seitdem habe ich letztes Jahr schon moniert.
In der Rückrunde, seitdem er bei uns ist. Ja, ich habe das mit der Mannschaft besprochen. Wir werden jetzt erstmal keine Dreierkette mehr spielen, diese Saison. Davor der Saison gesagt. Warum? Dreierkette war der einzige Lichtblick letztes Jahr in der Rückrunde. Ja, die Mannschaft möchte das nicht so und wir werden wieder zu den altbekannten Sachen zurückkehren. Seine Aussage. Die andere Aussage von ihm, ja, wir werden jetzt auch nicht mehr so viel auf den Gegner achten und uns nach dem Gegner richten, sondern werden auf uns achten. Weil das auch die Mannschaft so möchte. Weil das unsere Stärken sind. Diese Aussage verstehe ich, aber wenn diese Aussage bedeutet, dass wir in Spielen wie heute 90 Minuten einen und denselben Stiefel fahren, dann ist das völlige Miss, mir fehlt das Wort gerade. Misskommunikation. Ja, man kann ja sagen, man bleibt bei dem System, weil man das seit Anno bla spielt. Ja, aber man muss mal ganz ehrlich sagen, dieses Jahr haben wir so viele neue Spieler und so viele neue Spieler, die auch die alten verdrängen können. Dass der Zeit wird dann auch mal sein, Stempel jetzt aufzudrücken und zu sagen, er, Nagelsmann, ist derjenige gewesen, der gesagt hat, ich brauche keinen Mittelstürmer. Ich habe ein System, was funzt. So, ja, okay. Ja, dann mach das auch. Und richte nicht deine Dinge danach aus, welche Spieler da angepisst sein können oder sonst was. Also, I don't know. Hey, merkt schon, ich wiederhole mich wieder. Ich führe es immer nur noch weiter aus. Aber jetzt gut, 46 Minuten, Alter, Feierabend. Wenn sich das hier noch jemand angehört hat bis zum Ende, ist einfach meine persönliche Meinung, Leute. Ihr könnt das alle gerne anders sehen. Ja, ich habe das Ganze, was ich jetzt gesagt habe, habe ich schon in der Rückrunde der letzten Saison gesagt. Könnt ihr euch gerne mal ein paar Videos anhören. Habe ich genau dasselbe geredet. Ganz genau dasselbe und ja, dann wird es langsam Zeit, dass sich was ändert. Und wenn der Trainer nicht in der Lage ist, sich zu ändern, wenn er nicht seine Eier findet, ja, dann muss er ausgetauscht werden. Fertig. Dann muss man das Projekt als gescheitert ansehen. Und ich denke, es wird einfach Zeit, was man auch in der Rückrunde schon gesehen hat, was ich auch da schon angesprochen habe, was ich die Hoffnung hatte bei den Transfers, die wir getätigt haben, ja, dass den alteingesessenen Spielern endlich mal Feuer unterm Arsch gemacht wird und die einfach auch mal bei schlechter Leistung draußen sitzen. Punkt. Das interessieren denn die Erfolge oder die Verdienste, die man in den letzten 10 Jahren gemacht hat. Das interessiert keine Sau, wenn es darum geht, in Augsburg zu gewinnen. Ja? So, wenn die gute Leistung bringen, ja, dann spielen sie auch. Völlig gerechtfertigt, völlig okay. Wenn die aber schlechte Leistungen bringen, gehören sie ausgewechselt. Oder erst gar nicht aufgestellt. Fertig. Und wenn das der Grund ist, warum man sich gegen Veränderungen sträubt, weil diese Spieler noch da sind, ja, I don't know. Er ist der Trainer. Er ist der Trainer. Er ist der Chef in dem Ring. Ja? Und es kann nicht sein, dass die Mannschaft sagt, welche Taktik, welche Formation sie spielen möchte. Und nein. Wie gesagt, die Dreierkette war aus meiner Sicht in der Rückrunde der einzige Lichtblick, der ganz gut dann auch funktioniert hatte. Wie stark war ein Pavard in der Dreierkette, bitte? Mega. Und ganz ehrlich, guckt euch die Bundesliga an. Wo brauchen wir da eine Viererkette? Ja. Ja, aber I don't know. Anscheinend möchte das die Alteingesessenen möchten das nicht. Und ja, dann weiß ich nicht, wofür ein Trainer da ist. Dann können sie auch mich da hinstellen, weil ja, ich kann auch das machen, was mir die Spieler sagen. Stell mich dann an der Seitenlinie und gehe nur auf und ab. So, jetzt aber. Leute, haut rein. Tschüssi.